Die nachfolgenden Personen können Unbehagen auslösen, überwiegend ihrer Optik geschuldet. Wer verbal zart beseitet ist, kann sich am Eingang noch Oropax holen, denn Stimmfarbe als auch Inhalt hat wiederholt für Tränen, Angst, Panik und Wut gesorgt. Aber auch für Freudentränen, Heiratsanträge, Schwangerschaften und sogar später widerrufene Outings. Sollten Sie all das selbst mit Ohrenwachs nicht ertragen, gönnen Sie sich 30 Minuten ein Bier in der Kinokneipe. Für den Rest gilt, Sie wurden gewarnt. Es tut mir leid und möge Gott diesem Podcast gnädig sein. Hüstel. Schwanzhüstel. Danke. Ciao. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie Illusion und es ist die Nummer 2 unserer Hardline Ultimate Recap Folge. Ich habe das jetzt einfach so getauft, ihr müsst damit leben. Ich hätte es nicht anders da. Ja, wir sind immer noch zu viert. Es ist hier immer noch der Corby am Start, das bin ich, servus. Na Gott sei Dank bist du nicht da. Dazu der Seppi, hi Seppi. Grüß dich. Dann noch der Mike. Servus und habe die Ehre. Und es tut mir leid, dass er immer noch da ist. Hier ist der Kali Kani. Servus Kani. Kali. Grüß dich. Servus. Kani, na, wie ist unser Samstag losgegangen? Verzeih mal. Samstag ist losgegangen mit Interviews führen. Aber die hören ja die meisten Leute, die brauchen wir jetzt nicht auswälzen, hier das Thema, das interessiert keinen. Darum darf ich sagen, es ist losgegangen mit dem Film You'll Never Find Me. You'll Never Find Me, der erste Film des Samstags. Das erste Ereignis des Tages. Das Einzige, was die Leute hier wirklich interessiert und zu interessieren hat. Aha, du Lügenbär. Ja, Mike, was haben wir denn am Samstag in der Früh gemacht? Ja, wir haben tatsächlich die Interviews aufgenommen. Zu dritt, nicht zu viert, wie wir jetzt da sitzen, weil sie einer von uns ganz rar gemacht hat. Da haben wir auch gar nicht gewusst, ob er überhaupt da ist, ob er noch lebt oder ob er noch atmet oder auch nicht, aber ja. Schwerfällig, sagen wir so, schwerfällig. Liegt aber an meiner Fettleibigkeit. Was dann da ich sagen? Okay. Wir haben uns dann auf alle Fälle gleich... Ja, bei dir habe ich es gemerkt, im Kino, du hast oft geschnauft, du hast da Zwillinge gebären, das ist ein Wahnsinn. Ja, wer sagt, dass ich das nicht da habe? Wir haben uns dann auf alle Fälle in der Früh nach dem Frühstück, nach dem wunderbaren Frühstück, im Tag 1 haben wir uns auf die Socken gemacht, ins Osten zur Kino, ins Kinos im Andreasstadl. Ja. Das Kino vom Veranstalter Flo, und haben wir da die Freude gehabt, die Interviews zu machen mit den Stargästen. Und wir haben sogar ein paar dabei gehabt, die haben oder ein Regie-Trio, da wo bloß 2 da waren, wir waren sogar die ersten Interviewpartner, die sie jemals gehabt haben. Cool, oder? Und sie sind von uns entjungfert worden. Mega. War's zärtlich? Oder wie war's? Schon, muss das sein. Hat der Korbi gleich wieder unangenehme Fragen gestellt? Ja, da hat er sich noch zusammengerissen. Also. Hat er nicht gleich gefragt, hättest du es lieber einen schwulen Porno gedreht als Anfangsfrage so zum Auflockern? Die Magda hat das alles wieder hervorragend koordiniert. Die Gäste waren sehr gut aufgelegt, es war sehr lustig und ja, es war nur alles länger als gedacht. Okay, also das würde ich gerne auch noch kommentieren. Also Magda, du hast es wirklich versucht gut zu koordinieren, dass wir ungefähr einen Plan haben, damit wir rechtzeitig wieder zurück ins Kino kommen. Aber das ist jetzt das zweite Mal in Folge, du weißt das doch, es kommt nie so, wie man das plant. Nie. Aber im letzten Jahr haben wir es doch geschafft. Das ist ja nicht, da waren wir Sabbat spät dran, aber letztes Jahr haben wir es geschafft. Ja, weil da nicht so viel da waren. Aber dieses Jahr waren ja wirklich wahnsinnig viele Kurzfilmregisseure da und die wollten auch wirklich alle mit uns reden. Und wir haben es teilweise dann im Doppelpack verarztet. Dann haben sie gleich auf einen Schlag 2 Regisseure, einer zack und auf geht's. Vor allem, weil ja meine Erklärungen dann irgendwann so präzise geworden sind, wo wir ja dann bei einem Pärchen irgendwie gemerkt haben, okay, die nehmen das jetzt gerade für voll, was ich gesagt habe, weil ich habe halt dann beschrieben, dass wir der beste bayerische Podcast der Welt sind. Der Welt. Sind wir aber. Und sie haben jetzt wirklich ein paar Sekunden Zeit, dass sie sich vorstellen, ihren Film vorstellen und dann wieder raus. Ja. Sag mal einen besseren bayerischen Podcast. Richtig, Conny, bin ich auf deiner Seite. Ja, passt. Online-Flosse.
und die haben das dann so schnell durchgezogen, dass ich selber gar nicht mehr mitgekommen bin, weil ich dann irgendwann auch gedacht habe, okay, was das jetzt? Aber ich habe mich köstlichst amüsiert. Also du hast mich auf alle Fälle würdig vertreten, indem du die Leute alle auf den Sack gegangen bist. Ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, wir sind ja zu dritt. Und ich muss dran denken, beim Hingehen habe ich die ganze Zeit, ich muss dran denken, dass ich mindestens an Mike oder an Seppi drum bitte, dass sie währenddessen Fotos machen. Nein, wir sind zu dritt da gesessen und haben alle 3 die Interviews geführt. Oh Gott. Bin ich einmal nicht dabei und dann ist nur Chaos. Ich habe immer angefangen und sowohl beim Mike als auch beim Seppi habe ich gemerkt, okay, die wissen ganz genau, jeder muss mindestens eine Frage nur stellen. Damit es sich auch lohnt, dass man dabei gewesen ist. Ja, das haben wir mit Bravour erledigt, oder so. Ja, das Voll. Und sogar bei Sachen, da wo ich gar nicht nichts fragen wollte, hat der Kabi dann mich so angeschaut. Und Mike, möchtest du auch noch was fragen? Und dann sitzt du da vor die Leute und dann sagst du so, nein, ich habe keine Fragen mehr. Und dann hat er voll enttäuscht. Super tolle Wurst, Kabi. Wieder mich sauerblöd anstehen Ja, lassen. hättest du einen Klassiker gemacht. Do you like movies? Ja. Wer du Why you do come you like from? movies? Why do you like movies? What was your inspiration for this movies that you made? Ja. Oder du machst es halt so wie der Korbi und fragst zum Auflockern, hättest du da eigentlich nicht lieber ein Porno dran wollen oder was war denn das? So kannst du es natürlich auch machen. Das ist im Nachhinein noch viel peinlicher, wie wir drin gesessen sind. Das ist Als Wahnsinn. Running Gag für alle künftigen Interviews. Wir fangen jetzt alle Interviews, die wir künftig führen, so an, wenn ich mir den Film so anschaue, hättest du es nicht lieber ein Porno gemacht? Und es ist egal bei welchem Film. Also ich möchte von meinen Sachen nichts mehr hören, Korbi, gell? Ich möchte von meinen Sachen nichts mehr hören. Ich glaube, ich habe noch keinen Interviewgast so in Verlegenheit gebracht wie du. Das stimmt. Nein, wirklich nicht. Was? Nein. Ist das jetzt euer Ernst? Ja, Nein. es Kann hat ich sich urteilen, ich war noch nie dabei. Es hat sich niemand beschwert oder etwa doch? noch nie. Ey, ich sag's Noch dann, die nicht. RKSS-Typen, die haben uns sogar alle in den Arm genommen. Ich hab zwar Ja. darauf bestanden, dass wir in den Arm genommen werden, aber er hat's am Vortag angeboten, dass alle, die kommen, kriegen einen Hack. Und dann habe ich gesagt, ich möchte einen verdammten Hack. Ja. Aber selbst gut. die waren nicht so peinlich berührt, wie es du das anscheinend mit der Alexis gemacht hast. Das geht gar nicht. Auf jeden Fall, um diesen Interview-Blog vielleicht abzuschließen, ein kleiner Tipp, das werden wir jetzt hier in die Folge nicht komplett reinschneiden, aber wir haben es als eigene Folge rausgebracht. Hört euch bitte, 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 für alle, die es interessiert, diese super geile Erklärung an vom Ted, wie er eigentlich in diese deutsche Underground-Gore-Szene gekommen ist. An dich, Mike, also großes Kompliment, dass du es gefragt hast. Also, das war echt eine Story. Ich habe die Zeit kurz gar nicht mehr richtig im Gefühl gehabt, weil ich das so gebannt zugehört habe. Und es war tatsächlich halt dann einfach das Großteil oder der Großteil vom Interview. Wir hatten danach einfach keine Zeit mehr gehabt. Aber es war super. Das war wirklich krass. 2 Fragen gestellt und dann waren 25 Minuten um. Ja. Brutal, ja. Es war wie ein Hörbuch, dem Ja. zuzuhören. Das war echt super. Ja, aber lieber so, als wenn es dann da ist, der dann nicht mehr nur so kurz und knapp antwortet. Du sagst, Alter, ich habe jetzt schon 16 Fragen gestellt und wir haben nicht einmal 14 Minuten vollgebracht. Was ist denn eigentlich mit dir? Das stimmt. Ja, auf jeden Fall bei uns ist dann die Zeit tatsächlich ja irgendwann ausgegangen. Deswegen, der Mike hat schon gesagt, haben wir dann die Kurzfilmregisseure im Doppelpark durchgenommen. Man muss ja sagen, es waren alle Interviews super interessant. Wir hätten uns noch viel, viel länger unterhalten können. Von dem her, wir werden mal versuchen, ich verspreche das jedes Jahr, ich weiß, aber vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr, auch noch mehr Interviews dann rauszubringen. Wir haben es ja dieses Mal geschafft, sogar noch vor unserer eigenen Recap-Folge mit dem Ted. Von dem her. Also schon besser wie letztes Jahr. Ja, schon. Wir steigern uns. Danach waren wir erstmal noch sauber beim Mittagessen und dann wollten wir eigentlich noch in den ersten Film, haben es aber leider mal geschafft, aber der Flo war so nett und hat uns die Möglichkeit gegeben, den Film nur nachzuholen. Und wir sei reden Dank. selbstverständlich von Kane, sag's. You'll never find me. Und ich bin ganz froh, dass wir die Möglichkeit noch gekriegt haben, den nachträglich zu sehen, weil ich fand den sehr geil. Und wir sind wieder, wie in Folge 1, bei dem Thema Kammerspiel. Ja, richtig. Und in dem Film, du hast halt, du hast so einen alten, grantigen Mo. Also ich stelle mir Mike in 20 Jahren so vor, wie den Typen, der hockt allein in seinem Trailerpark hier drin und 2 Uhr nachts klopft es an der Tür und dann steht da eine da und sagt so, hey, wie schaut's aus? Kann ich schnell rein? Da draußen ringt's Hacken. Und dann entsteht zwischen denen halt, ja, lass er natürlich rein und sagt, da hängt der Jacken auf zum Drücken und kannst ja schnell abduschen, wenn du möchtest. Und ich hab da so Barbarian-Vibes gehabt die ganze Zeit. Diese
unangenehme Gefühl die ganze Zeit, was ist jetzt da eigentlich im Busch, was tut er? Wer ist er? Wer ist sie? Weil man merkt dann also, dass sie auch Sachen sagt, die sie später widersprechen. Bei ihm sind auch dann so Situationen dabei, wo du nicht sicher bist, was hat er da jetzt eigentlich gerade gemacht. Für mich hat sich da ganz lang, und ich finde es sogar intensiver als bei Barbarian, ein unangenehmes Gefühl eingestellt, weil der Unterschied zu Barbarian, dass der Bill Skarsgård da ja sehr sympathisch rüberkommt, aber hier geht von Anfang an irgendwie so eine Bedrohung aus, finde ich. Und ja, das Ganze entlädt sich dann irgendwann in einem Finale mit einem kleinen Twist, einem netten, den man vielleicht, sage ich mal, hat auch erwarten können, wenn man sich auf eine Seite schlagen will. Und fand den cool. Der hat Bock gemacht. Und ich fand den auch für seine 100 Minuten, ist er mir nicht einmal lang vorgekommen. Weil das ist oft so für mich ein Problem bei Kammerspielen, dass sie die schnell mitziehen. Das ist bei sehr vielen Leuten sehr gut angekommen. Mhm. Kann ich ja verstehen, wie gesagt. Also die beiden Hauptdarsteller, die haben das super dran. Die Stimmung von dem ganzen Film, dieses Rötliche die ganze Zeit, die Ausleuchtung war geil. Auch die Soundkulisse mit dem Sturm draußen, das war halt wirklich so, ja, da haut's wirklich Tacken gerade umeinander, da möchtest du nicht rausgehen. Und man muss ja auch wieder sagen, dass halt auch schon wieder ein Regiedebüt ist von einem Duo. Also genau. Wir haben eine unglaublich starke Regiedebüts da im Hotline wieder. Also wirklich Wahnsinn, was die mit ihren ersten Filme abliefern. Außerdem also es nicht hacken, es ringt nicht hacken, Conny, nicht hacken. Nicht? Nein, es hacke. Das ist ein Baumharz, ein Baumhacke. Das hat mit Axt nichts zum tun. Ja, bei mir rinnt's hacken. Nein, tut's nicht. Ja, wirklich. Ich komme aus Oberbayern, da ist es anders. Ja, da rinnt's hacken. Da steigt da kein Regenschirm mehr, da bist du sofort hin. Ja, Logo, da möchtest du nicht rausgehen, Ich hab mir gedacht, scheiße, ich hätte den Film eigentlich echt gerne im Kino gesehen, weil gerade diese Szenen mit der Taschenlampe, ich glaube, das war innerhalb von einem Kino nochmal ganz anders rüberkommen, wenn du halt da bei dir daheim auf dem Fernseher anschaust. Mit dem schwarzen Umrandeten in dem Trailer und irgendwann verschluckt die diese Schwärze. Das ist halt einfach mega cool. Und ja, ich habe bis zur Hälfte vom Film auch nicht genau gewusst, so, wer ist jetzt hier gut und wer ist böse. Ja, ich fand mich auch sehr gut unterhalten. Mhm. Vor allem hat man mehr gesehen als bei Outwaters mit der Taschenlampe. Da war ich auch schon dankbar drum. Ja. Ich habe vor kurzem erst einen anderen Film gesehen mit dem Lang, wie heißt der? Stephen Lang. Von Avatar. Oleg. Jetzt kennt man das schon so spät. Wie heißt der Lang? Christoph Lang oder wie heißt Längenston. Ach, du halt doch dein Maul. Wie heißt der? Was in der Teufel? Kruzifix, Stephen Lang, bin ich ein Depp. Hat der Corby sogar schon gesagt? Hat er schon gesagt? Das war das Erste. Und dann das war sogar das Erste, ja. Und dann genau. Habe ich Längsten gesagt. Ja, das habe ich schon immer mitgekriegt, von lauter Blädeln. Okay. Und da habe ich mit dem Stephen Lang den Old Man gesehen und der hat mich ein bisschen daran erinnert, nur dass der Film qualitativ ganz eine andere Hausnummer war. Schon stark. Waren wir vielleicht auch ein paar Dialoge zu viel, ein wenig zu lang mit seinen 96 Minuten, aber war cool, war sehr stilsicher inszeniert und sehr unterhaltsam. Cooles Ding. Danach sind wir mit der Möglichkeit ausgestattet worden, Mohawk zu sehen. Mohawk. Habe ich nicht gesehen, leider. Ich schon. Ich habe den gesehen. Ja. Und wie hat er da gefallen? Er hat mir, also rein von der Prämisse her schon gut gefallen. Also er hat mich sehr stark an Prey erinnert. Halt nur ohne Predator. Also anstatt gegen Predator zu kämpfen, kämpft sie halt gegen die US-Armee. Also zumindest zu der Zeit. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, war die Kostümierung tatsächlich. Weil ich finde, dass die Kostüme so unecht einfach ausgeschaut haben, so als wenn er die in irgendeinem billigen Kostümladen einfach gekauft hätte. Weiß ich nicht. Also das war das Einzige, was mich immer wieder rausgezogen hat. Aber so der Rest, coole Verfolgungsjagd, geiler Finalkampf und also der Ted Geoghegan weiß schon, wie man Filme macht. Geoghegan. Sag ich ja. Gesundheit. Kani, du hast ihn auch gesehen. Ja, ich muss sagen, für mich ist das von den 3 Spotlight-Slots, die er da ausgefüllt hat, in Anführungszeichen schwächste. Ich fand auch die Kostümierungen, das hat alles so nach Fasching ausgeschaut. Die fand ich nicht überzeugend. Und im Großen und Ganzen, weiß ich nicht, mir hat er dann der Hauptdarsteller von die Amis oder da, der dann befördert wird, der Waschlatte von der ersten Recap-Folge, wie er dann geheißen, weiß ich nicht mehr. Der hat mich da voll genervt.
der ist mir die ganze Zeit auf den Sack gegangen. Der war, Ezra Bussington. Ja, genau. Der ist mir voll auf die Nerven gegangen. Ich weiß nicht, in seiner Rolle hat mir überhaupt nicht zugesagt in dem Film. Das war so übertrieben, wenn er vor mir davon erzählt, dass er da mit dem Teufel unterwegs ist und er ist jetzt da haben wir halt die Fresse. Geh mir nicht auf den Sack. Nein, also Mohawk hat mich nicht überzeugen können. I'm sorry. Naja, gut. Aber dann, weiß nicht, Seppi, Mike, ihr habt ja beide den nicht gesehen. Nein, ich habe den bisher nicht gesehen. Dann dürft ihr dafür viel mehr über den nächsten Film reden. Und der ist ja auch Publikumsliebling geworden. Und zwar Stop Motion. Der war gut. Ja, Wer traut sich denn von euch beiden die Handlung zu erklären? Mike, wer traut sich denn? Die junge Ella möchte mit ihrer Mutter Suzanne ein Stop-Motion-Filmprojekt zu Ende bringen. Und deswegen braucht die Mutter Suzanne ihre Tochter, weil sie hat schwer Parkinson und zittert rum. Und bei Stop-Motion-Effekten braucht man ja eine ruhige Hand und man darf die Figuren nur immer halbe Millimeter weiß bewegen, laut der Aussage im Film. Und die Mutter erleidet dann einen Schlaganfall, meine ich, hat's. Die Tochter versucht dann den Film allein fertig zum Stellen, ohne das Zutun von ihrer Mutter. Ja, entwickelt aber dann ihre eigene Version, wie sie das machen möchte. Und diese ganze kreative Freiheit, die sie jetzt genießt, die manifestiert sie dann in so einer Psychose und sie kann dann irgendwann zwischen Realität, Wahnsinn, Stop-Motion-Effekten, Film und Realität nimmer unterscheiden. Und wir kriegen dann eine ganz brutal surreale, Gaudi um die Ohren gehauen. Also ich war total begeistert. Das war so ein Rausch der Gefühle und der Sinne, ganz starkes Ding. Und dann diese Einbindung von Stop-Motion-Effekte in reales Geschehen und so, die dann bedrohlich auf unsere Protagonisten sich auswirken, fand ich super cool. Kann absolut verstehen, dass der Publikumsliebling geworden ist. Ja, die Effekte waren auf alle Fälle ziemlich gut. Also die ganzen Stop-Motion, die kleinen Figuren, weil sie fangen ja dann an, dass die ursprünglichen Figuren umbaut. Sie kriegt ja Inspiration von so einem kleinen Mädchen, die sie quasi dann bei ihrer Geschichte hilft und dann bauen sie die Figuren um. Und dann fangen sie, glaube ich, mit einem Kotelett an, das in die Figuren einwebt, dann wird das aber ein bisschen intensiver. Ekliger. Man kann sich das dann denken, welche Richtung das geht. Und da ist schon teilweise ziemlich ekelhafter Scheiß dabei. Ja. Ja, vor allem diese Oberschenkelwunde. Ja. Stop it. Stop Motion, stop it. Wir waren nur ein bisschen zu langatmig irgendwie stellenweise. Ich fand ihn überragend gut. Also er war wirklich, der hat so brutal geile Beutel drinnen gehabt und eine geile Geschichte erzählt und die Schauspielerin die Hauptdarstellerin hat das auch brutal gut rübergebracht. Das war die Dame aus der Nightingale, gell? Ja, genau. Wundert mich, dass keiner von uns den Nightingale-Vergleich bei Life for Sale gebracht hat, aber gut, anders haben wir in der ersten Folge. Das stimmt, jetzt wo du das sagst, sehr gut, Conny. Nein, danke, super, merci dir, Mike, super, danke dir. Damit habe ich meinen Hacki-Regen-Versprecher wieder gut gemacht, oder? Der bleibt da ein Leben lang. Ich habe schon gegoogelt, den Witz, das Sprichwort gibt's. Jetzt gibt's es, ja, ich habe schon eintragen lassen. Nein, ab und zu ein bisschen langatmig, aber jetzt nicht dramatisch. Das ist einfach nur mein persönliches Empfinden gewesen in dem Fall und jetzt auch nicht schlecht für den soll jetzt den Film nicht schlecht machen. Und ich fand da die Figuren so geil, die sie gebaut haben, auch diesen Ashman, wenn der da daherkommt und dieses Schäbern an die Tür und auch dieses Verschwimmen von der ganzen Wahrnehmung von Realität und alles andere. Irre geil, das Ding. Also mir war er jetzt nicht zu lang, aber ich habe die ganze Zeit nach dem Film gesagt, mir war er zu deep. Also mir war er mindestens 1 bis 2 Ebenen einfach zu psychedelisch. Von der Machart her, also stimme ich absolut zu, richtig geil. Und diese Mischung aus Stop-Motion-Effekte und mit der realen Gegenwart einfach ziemlich beeindruckend. Ich habe da tatsächlich viel drüber nachgedacht, weil ich den Film zum Beispiel nicht als Publikumsliebling verstanden habe, warum das mir einfach nicht taugt. Und ich glaube, ich habe wirklich ein Problem mit diesen Horror-Psycho-Thrillern. Also mir gefällt ja ein Smile nicht, ich mag den Babadook auch nicht. Ich glaube, dazu zählt das halt für mich einfach so ein bisschen, das ist mal einfach zu viel Mischung aus Horror und Psycho. Oder liegt es vielleicht einfach daran, dass du ein Banause bist? Ja, der arme Mike. Nochmal Hallo? Online-Flosse. Hallo?
Na, warum bin ich jetzt hier Banause und woher kommt das Wort auf einmal? Ich hab's erfunden. Finde keine Wörter. Mei, also ich finde, Geschmäcker sind ja unterschiedlich und da... Sagt's das nicht immer, das weiß man. Hat er aufgesagt und in so ein bisschen, Ja. gell? Oh Gott, Heinz schmeißt mit Wortwitzen um sich, das ist ja der Wahnsinn. Gibt es das Sprichwort, was ich gerade gesagt habe? Ich weiß Ich gerade hab nicht. keine Ahnung. Ja, das gibt's. Ja, wie gesagt, das andere gibt es auch. Ich habe euch einen Link geschickt. Das ist ein litauisches Sprichwort. Die Litauen wieder. Ja, verrücktes Volk. Stop Motion war einer der wenigen Filme, die ich vorher schon irgendwie auf dem Schirm gehabt habe, weil ich weiß nicht, hat der irgendwie einen großen Verleih schon bei uns oder so gefunden? Weil ich habe überall das Poster schon gesehen. Ja, der ist in andere Filmfestivals in Amerika schon gelaufen und ich habe den auch auf Facebook da in irgendwelche so US-Horrorgruppen ist mir der schon einer geschwappt worden. Und ich glaube sogar, dass das ist jetzt sogar auch wieder so ein Shudder-Ding. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, bei dem Rechteinhaber laut einem Heftel ist es Goodfellas. Okay. Aber dieser Stop-Motion und der Nachfolger jetzt da in A Violent Nature, von denen habe ich eben im Vorfeld schon was gehört, den ich hat, ist schon ein wenig so ein Ruf vorausgeeilt. Ja, ich wollte jetzt nicht spoilern, was der nächste Film ist, weil ich gewusst habe, ob wir mit Stop Motion fertig sind, aber scheinbar schon laut Mike jetzt. Ich wollte mich nur noch mal dafür entschuldigen, dass mein Geschmack so schlimm ist und das Publikum hat bestimmt recht, ich habe halt wie immer Unrecht. Mir hat dafür halt eher der nächste Film dann gefallen und zwar In a Violent Nature. Und warum gefällt mir sowas? Weil ich sowas noch nie gesehen habe. Und ich mir dann denke, irgendwie eine coole Idee und da würde ich mir eine Reihe wünschen. Weißt du schon, 8 Filme, wie man einfach diesem Typen hinterher geiert, wie er halt dann andere im Wald umbringt. Super. Schönes Ding, ja. Bin der Einzige, dem der nicht gefallen hat, oder? Ja. Wahrscheinlich, ja. Ja. Ich fand, dass das einfach der filmische Beweis dafür war, dass es eben vorher noch nie jemand gemacht hat, die Sicht aus dem Horror, also aus dem Killer zu filmen, einen Film. Das ist einfach stellenweise einfach wirklich, und es ist eine geile Idee und so, es ist toll und alles ist schön und recht und es gibt halt ein paar geile Kills, aber es ist halt einfach scheiße langweilig, einem Typen eine Viertelstunde zuzuschauen, wie er durch den Wald stapft. Ja, das funktioniert die Hälfte vom Film, aber dann wird es halt einfach zu fei. Nein, dann hat er doch die anderen Ebenen, dann kommen durch diese Ding, die ganzen Teens, die er da abmurkst und so, ich fand das schon mega. Und vor allem, wenn man einmal sagt, wie lange der Jason eigentlich braucht, wenn er jetzt von der einen Seite vom Crystal Lake ins Wasser geht und wie lange das braucht, bis er da unten durch ist, bis er die andere Tante dann abracken kann. Also es ist schon alles so Slasher in Echtzeit, indem man sagt, okay, was macht der Jason in seine Filme, wenn er gerade mal nicht im Bild ist und wir sehen mal die Teens, dass er quasi da um die Hütten rumdumm schleicht und diese Teens ausspäht und voneinander separiert und einen nach dem anderen umbringt und schaut, wer kann das und das haben, was er sucht, da spoilert man jetzt nicht. Und ich fand das mega cool. Also ich hätte dem Typen nur mal eine halbe Stunde länger zugeschaut, wie er da durchstapft. Dieses Brackel, im ersten Moment diese Jason-Vibes gehabt, die habe ich bis zum Schluss nicht verloren. Und es war wie dieses Freitag der 13. Game, dass du immer so Third Person hinter ihm bist und schaust ihm bei der Arbeit zu. Und ich fand das einmal so erfrischend. Cool. Ich hätte es ja lieber nochmal gehabt am Schluss, weil du sagst, du hast ihm lieber eine halbe Stunde länger zugeschaut, weil mein Riesenmanko ist eben der Schluss. Ja. Der dauert ja auch noch mehr eine Viertelstunde oder so, der Schluss. Und da denke ich mir so, hättest mir jetzt halt lieber eine Viertelstunde vorher den Abspann eingespielt und während dem Abspann eben wieder spazieren gelassen, unseren Jason Junior, weil das war aber cooler gewesen. Der Schluss war aber allgemein, glaube ich, so eine Stimme, die man relativ häufig einfangen können, dass viele Leute mit dem Schluss ein Problem gehabt haben. Das verstehe ich ja überhaupt nicht, warum man da dann nicht konsequent bleibt. Das hat null passt. War er doch. Also warum ist man konsequent? Nein, war er null. Doch. Nein, war er nicht, weil er dann einfach die Perspektive wechselt. Ja, schon, aber rein vom Spannungsfeld her, du hast dir die ganze Zeit nicht gewusst, okay, passiert jetzt gleich nochmal was oder nicht. Und ich fand das grandios. Na, da muss der Payoff kommen. Ich muss ja sogar sagen, ich habe ja bis zu die ersten 20 Minuten mit dem Gedanken gespielt, weil der Flo ist ja manchmal echt ein Mistkerl. Ob denn eventuell es wirklich nur darum geht, dass er durch den Wald stapft. Ja gut, bei der Outwater sind sie auch nur durch die Wüste gegangen. Nach Outwaters traue ich ihm alles zu. Nach Outwaters traue ich am Flo alles zu. Also ich hab das richtig cool gefunden. Ja, und wie gesagt, ich fand auch den Schluss. Gerade reden wir noch über den Flo und jetzt kriege ich gerade eine Nachricht von ihm. Da schon her. Hi Mike, was hast du gerade an?
Nix wie immer. Genau. Ich kann es ja verstehen, dass man gerade bei dem Slot am Samstagabend dann vielleicht nochmal sich denkt, so, und jetzt Kim, jetzt holst du nochmal beide und sagst nochmal, was du richtig kannst, aber ich fand's cool. Cool. Ja, was man auf alle Fälle sagen muss, dieser Film hat den Kill des Jahres dabei. Da glaube ich, können wir nicht drum rum. Den Kill wird wahrscheinlich dieses Jahr kein Film mehr irgendwie toppen. Weil Der Yoga-Kill. Ja, genau. Terrifier 3 kommt noch. Oh, Terrifier 3, ja. Wobei ich nicht weiß, Terrifier 3 war bisher, oder Terrifier war bisher, hätte ich jetzt gesagt, nicht sonderlich kreativ in die Kills, sondern halt explizit. Und der Yoga-Kill, der war explizit kreativ. Ja. Das fand ich schon ziemlich geil. Du hast echt schon mal das Hände auf. Ja, und er kommt ja eher über Cape Light Pictures raus und Cape Light schaut ja immer dafür, dass sie alles so schön uncut rausballern. Also schreibt euch auf alle Fälle schon mal in a Violent Nature auf dem Unterarm, wenn ihr Bock habt, dass ihr mal seht, was der Jason in seiner Zeit zwischen den Kills eigentlich so treibt, und seid vorgewarnt. Das ist jetzt nicht gerade so ein Spruch, sondern du sagst wirklich die meiste Zeit, was der Jason in der Zeit tut, wenn er nicht gerade jemanden killt. Weil wir gerade so schön beieinander sitzen. Ja. Wie fandst ihr den Kill mit der Spaltungsmaschine? Geht ja nicht so. Also, Das ist meine Privatsache, da reden wir jetzt nicht drüber. warum fragst du? Eher so. Weil der für mich nicht in den Film gepasst hat. Okay. Von der Art. Wenn man den mit den restlichen Kills vergleicht, war der irgendwie Weil fehl am Platz. der Weißt du? so die anderen waren so sadistisch spaßig. war, oder? Ja, genau. Ja, und so langsam und so. Der war unangenehm zum Anschauen und die anderen waren nicht einfach lustig. Ja, Und der das hat stimmt. da einfach für mich nicht passt. Ich hab mir das auch irgendwie gedacht, dass ich hab's nämlich zuerst gemeint, jetzt legt dann hin und dann werden alle Gliedmaßen runtertrennt und dann, oder in der Mitte auseinander, so jetzt was übertrimmst. Aber der war irgendwie wirklich, ich darf ja eher vermuten, wenn er ein Problem mit der Freigabe kriegt, dass er eher wegen diesem Kill als wegen dem Yoga-Kill zum Beispiel ein Problem hätte, weil der echt einfach so das war nur Selbstbeweihräucherung, wie gut, dass man da jetzt jemanden mit der Spaltmaschine zlängen kann. Ja, und es war geil getrickst. Das war auf alle Fälle sehr geil getrickst. Ja. Da war ich auch sehr erstaunt, wie gut dass das gemacht haben. Ja. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe da erst so richtig drüber nachgedacht, dass das eventuell ein bisschen too much war, als dann danach alle gesagt haben, boah, na, und das war zu früh, und da habe ich dann echt wegschauen müssen so. Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe auch wieder, indem das immer alles so langsam ist und dass das eben auch so lang dauert, habe ich mir gedacht, ja, da schau hin. Also normalerweise, dass du halt wahrscheinlich auf die krassesten Szenen sofort halt dann Vollgas geben, und da dauert das halt einfach einmal. Also ich glaube für meinen Teil, dass Slasher-Film-Puristen mit dem Film eher eine Probleme haben könnten. Also wenn er jetzt sagt, er ist jetzt voll gehypt auf das Ding und er hat Jason und er hat Freitag der 13. und er hat Yoga-Kill und Kill des Jahres, dann hat er jetzt voll das krasse Battle im Kopf, aber der Film ist anders. Also gerade nochmal als Warnung raus, nicht wie bei The Sadness, wo drauf steht, der brutalste Zombie-Film aller Zeiten, auf das lasst bei mir uns nicht herunter auf das Niveau. No. Puristen kannten eher die Probleme haben mit dem Film, ja. Wie hat denn der Film der Franzi gefallen? Ich glaube Gar nicht. oder? Gar nicht, nein. Ja. Da muss man jetzt dazu sagen, wer nicht weiß, wer Franzi ist, also das ist so eine der Slasher-Puristen, wie du sagst. Ja, genau. Der Ja. Lieblingsfilm ist der Serbski, sagt alles. Schaut mal bei ihr auf Instagram vorbei, wenn wir gerade dabei sind. Francis Will Experience bei Instagram, da schaut mal ihre Battle an. Sehr, sehr kreativ auch die Dame. Ja, sehr kreativ. Macht da selber einige Effekte, hat bei dem Ittenbach Levizia Mietkäufer für die Splatter-Effekte und so. Die Dame hat einiges auf dem Kasten. Kerbholz willst du sagen. Vor allem was Biersaufen angeht. So, Seppi. Jetzt haben wir ja über In a Violent Nature geredet. Und du bist bestimmt damit voller Hoffnung und Erwartung fast in Jordan Horde 2 gelaufen, aber ich glaube, du warst dann gar nicht mehr da, oder? Für mich endet das Festival jetzt. Für mich endet das Festival. Kann jetzt nur zuhören. Der Mike auch. Die ist das so ein Schmarrn. Weil du fängst jetzt zu bouncen noch. Na, da noch nicht. Da war er schon noch fit. Ja, Die war aber topfit. ab dem zweiten dann. Null. Ich dachte sagen, was der überhaupt Rogue? Ja, ich glaube schon. Spricht bei denen so aus? Rocky. Helft's mal. Rocky. Roche. Roche.
ein Rachefilm eines Weltmeisterschwimmers an jemanden, der seine Kindheit versaut hat. Oder? Habe ich richtig interpretiert? Ja. Weil so leicht zum Verstehen war er nicht. Ja, am Schluss dann schon. Am Schluss war es dann relativ eindeutig. Ja, wenn du dann sagst, dass das der Typ ist, den er da so zugerichtet hat, dass das der von früher ist, dann wird da schon ein rundes Ganzes draus. Mir war es zu lang, trotz die 17 Minuten waren wir zu lang. Ich sag's ganz ehrlich. 17 Minuten? Eieiei. Ja. Wenn du mir jetzt gefragt hättest, Corby, wie lange hat der ungefähr dauert? Ich gesagt, 4-5 Minuten irgendwie so. Mir ist auch wesentlich, Weil gar nicht so viel passiert. Dann ist ja der kürzer vorgekommen wie ich, war ein sehr kurzweiliger Film quasi. Nein, ja, eben, das ist wieder das Paradoxe, er war nicht kurzweilig. Die 5 Minuten haben sie ewig gezogen. Schade, dass ihr das jetzt gerade nicht seht, wie der Mike da sitzt. Also er ist völlig begeistert von dieser wunderbaren Erklärung meiner selbst. Sehr gut. Das Beste an dem Film fand ich immer nur, dass der Burf über One Punch Man geredet hat. Bester Anime ever. Okay. Das war super, dass er da dann verzeiht, wie man stark wird und verzeiht dann die Geschichte, wie der One Punch Man so stark geworden ist. Aber ich dachte, ach schön, bist du jetzt endlich gut? Also er war schon anstrengend zum Anschauen. Aber wenn der Payoff am Ende, oder was Payoff? Also wenn du halt dann siehst, was Mexican Standoff. Was? Hä? Hä? Der Film endet doch in der Bar, oder? Ja. Ja, wieso Mexican Standoff? Das hat nur einen Scheiß geredet. Das haben wir alle wieder Weil du die ganze Zeit mit Payoff, da haben wir gedacht, die gibt jetzt einfach irgendein Wort, damit du weiterredst. Boah, du hast mir jetzt vorher aus dem Konzept gebracht, du Arsch. Entschuldigung. Ich hab gar nicht gemerkt, dass du uns gehört hast. So, zur Strafe sprichst du den Titel vom nächsten Kurzfilm aus. Das kann ich. Il caso chioso andate in pace. Respekt. Okay. War gar nicht Diesen so schlecht. Kurzfilm fand ich super. Der war lustig, der war on point mit den 10 Minuten, der war perfekt. Der hat wirklich diese Optik gehabt aus diese 70er Jahre Poliziotesco-Filme aus Italien. Das Soundtrack war wie früher, also war alles wie früher. Da war von der Titeleinblendung bis über die Schnittsetzung, die Zooms, da war wirklich alles wie früher. Ich hab Mordspaß gehabt damit, muss ich sagen. Ja, richtig viel Spaß gehabt. Der war, allein dieser Dialog mit dem Pfarrer, wo er sagt, Waffenkuluk, und dann rausschmeißt wegen seine Haare. Geil. Und dann noch die Auflösung. Weltklasse. Ja, sehr schön. Weltklasse. Ja, ich fand den auch ziemlich gut. Vor allem die Musik. Also, sowas holt mich halt auch einfach ab. Und man muss ja sagen, der Kontrast eben zu dem Kurzfilm davor, den hat man schon braucht. Ja. Das ist, und das war's der Flo, das wissen sie aber, glaube ich, in der Regel immer. Also man merkt schon immer so in einer Filmauswahl. Michael Ort. Sie wissen, wann welcher Film irgendwie kämen soll. Also es ist nicht zufällig irgendwie hingeschissenes Programm, sondern es ist wirklich ein bisschen aufeinander abgestimmt und dann einmal so ein Comic Relief mit einbaut. Genau, nur dass die Kurzfilme von Michael Ort programmiert werden und nicht vom Flo. Ja, okay, dann war es halt der Michael Ort. Guter Mann. Ja, sehr gut gemacht. Aber der Flo hat sicher drüber geschaut, weil der Flo, der vertraut ja keinem. Das wissen wir doch. Dafür ist er bekannt. Ja, eben. Der liest ja unsere Einleitungen vom letzten Jahr und von dem Jahr hat er uns ja auch schriftlich vorgegeben, wie wir es machen müssen. Er ist der No-Trust-Man, ist er, oder? Ja, genau, er ist wirklich der No-Trust-Man. Ja. Und der Blutgrätschen Flo sagen sie ab und zu zu ihm. Seppi hat es ja gespürt. Naja, brutal. Ja, Blutgrätsche angespuckt, abhauen Seppi. Apropos Genau. Blutgrätsche, Abhauen und Spucker, da möchte ich fast auf den nächsten Film überleiten. Seed. Ich hab's mir gerade gedacht, man kann da raus was machen und der Mike hat's da. Danke dir. Das war Sehr gute Überleitung. Also das ist die Überleitung des Jahres bis jetzt. Okay. Und bei Seed war Wahnsinn. Also es war auch wieder ganz ein starkes Ding mit, was hat der, 16 Minuten, auch on point, keine Sekunde zu lang. Ja. Ein junger, gut aussehender Mann schleppt gut aussehende Mädels ab, Nacht für Nacht der andere. Tut mit denen Geschlechtsverkehr ausüben und tut seine Kondome in eine Thermosflasche. Geschlechtsverkehr ausüben. Bumsen heißt das. Ja. Na, das Kind ist Er jetzt schiebt eine Fleischpeitsche in den Ofen. Okay, also ich bleib bei Bumsen. Ja, aber bist du 70? Tut mit einer Geschlechtsverkehr ausüben. Der mir am Heiden eins. Wie sagst du das daheim?
Hey Weibe, die haben heute noch einen Sex machen, oder wie? Wie sagst denn du das daheim? Ja, so gar nicht, das sagst du ja gar nicht. Sorgzeug-Zusammenstecker heißt das. Ja, genau, so Klassiker, Sorgzeug zusammenstellen, knattern. Sie knattern ist gut. Kann ich das schnell umbolzen, Alter? Er knattert gut aussehende Mädels jede Nacht eine andere. Er bolzt sie um. Und diese Ergüsse, die er hat, diese Pariser, die druckt er aus über einer Thermosflasche und keiner weiß warum. Pariser. Der will jetzt Pariser auch nicht sagen. Also, was ist denn mit euch los? Nein. Doch, das ist lustig. Was ist das lustig? Wie sagst du dazu? Kondome. Oh, das ist viel besser, wenn ich so sage, wie es heißt. Ne? Wahnsinn. Und es stellt sich dann mit der Zeit raus, dass in dieser Thermoskanne... Das hat bestimmt gerade irgendwelche Hörer von den Blaubeerbanausen, die jetzt da mal reingehört haben, sie denken, was zum Teufel her da? Meinst du, die jetzt noch da in der zweiten Folge? Mittendrin eingestiegen und dann geht's nur um Fleischpeitschen, in Öfen schieben, knattern. Präservativ haben wir noch nicht gehabt, oder? Das hätt's noch mit einbauen können. Gummi. Pariser mit B. Pariser. Ja, auf jeden Fall. Sein Deppen drüber geschoben. Auf jeden Fall, die Thermoskanne wird irgendwann halt dann einmal aus Versehen geöffnet und genau, weil es durchschaut. Und dann stellt man fest, okay, da drin haust etwas, das dieses Sperma braucht. Okay. Ich hab voll die krassen Knights of the Virgin Vibes gehabt. Ja, schon wegen. Vom Ekelfaktor dann am Ende vor allem. Diese Mauserei, dieses Anreidige, dieses Kondome irgendwo ausdrucken. Ja, wobei die Mauserei selber, die war schon ästhetisch. Jo, das war schon ansehen. Die waren ja hübsche Mädels, da kann man nichts sagen. Ja, aber, ja, also ich hätte jetzt da beide nicht von der Bettkante gestoßen. Da haben wir ab und zu gedacht, ja, das passt, ja. Ja, da hätte ich mir gedacht, für ein Sandwich weiter schon zum haben. Puh, ich bin fertig mit Sid. Du darfst zumindest die Thermoskanne halten, oder? Ja, Falle. Und dann hätte ich schnell weg da mit dem Mund hier. Haha, Depp. Ich bin raus. Oh okay. Gott. Oh nach Warenkorb mein Lieblingsfilm, Kurzfilm, muss ich sagen. Glaube ich. Niveautechnisch ist das genau deins. Ja, der war hochwertig produziert, oder ist das? Es war, nein, bin ich bei dir, der war wirklich hervorragend. Das war wirklich, wirklich spaßig. Das ist einfach typisch Kanada. Also der Humor ist mal wieder einfach drüber, aber ja, war schon witzig. Hat man mal kurz einen Lacherton aus sich rausstoßen können. Ein Lacherton. Ein Lacherton. Aber ihr redet nur Blödsinn. Ich wollte gerade sagen, warum reden wir jetzt alle Grund, als wird man sprachbehindert. Da hat's mal einen Lacherton rausgehauen, der mir einen Sex machen. Das habe ich auch nicht gesagt. Falls gesagt, ein Pariser hat es über den Deppen drüber gezogen. Keine Ahnung. Jetzt kennst du jetzt alle. Seppi, wie weiß, wenn wir so weiterreden? Ja, ich habe halt nichts gesehen. Ich sag wieder einfach, lies halt einfach die Inhaltsangabe von den nächsten Filmen vor. Recht viel schlimmer kann es nicht werden, als das, was die zwei fabrizieren. Beim nächsten müsst ihr mir helfen, weil da habe ich wirklich pennt. La Hora de los Payaros ist ein Film von einer jungen Gruppe Menschen, wo die Protagonistin anscheinend einige Tage das Haus gehütet hat, sie auf einen lustigen Abend mit ihren Freunden freut und dann ziehen sie von dannen und auf einmal schwebt sie davon. Okay. Völlig schwerelos. Also ist tatsächlich Inhalt des Films. Ja, und sie fällt dann wieder ober. Ja, es ist auch Inhalt des Films. Und da habe ich mir dann einfach nur gedacht, ich nicht verstehen. Also ich habe meine nicht verstanden. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, nicht. Also es geht ja, glaube ich, darum, dass die Hauptdarstellerin, die ist das erste Mal seit langer Zeit wieder draußen. Vielleicht kann man so auf das Thema, dass sie einfach irgendwie Ängste gehabt hat, dass vielleicht so generelle Angststörung vielleicht gehabt hat. Und dann tritt halt einfach eine unbegründete Angst auf einmal ein. Das war die einzige Erklärung, die ich mir jetzt selber da zusammenreimen kann, weil ansonsten wüsste ich das auch nicht. Aufgrund dessen, dass sie sich eben vorher nicht mehr aus dem Haus traut hat und nicht so schon wieder und dann passiert etwas. Aber ansonsten bin ich auch da gesessen und mir gedacht, okay, check ich nicht. Ich hab zuerst gemeint, so Hochmut kommt vor dem Fall, erst steigt's hoch und dann fällt's runter. Nein, sie war ganz eine bodenständige. Am Anfang zumindest. Ich glaube, die haben angefangen zum Filmen. Dann ist alles gut gelaufen bis 4 Minuten 30. Und dann haben sie sich gedacht, wow, wo läuft das eigentlich hin? Wir wollten doch einen Kurzfilm machen. Ach so. Und dann haben sie es innerhalb von 30 Sekunden einfach abgeschlossen. 5 Minuten waren's, gell? Ja, wir reden ja nicht von dem Sexualakt, sondern von einem 5-minütigen Kurzfilm.
Schade, dass das Nicken gerade niemand im Podcast wahrnehmen kann. Aber ich glaube an Herz. Ach so, okay. Dieses gegenseitige Zunicken, das hat man jetzt erklärt. Tiefer Augenkontakt über die Kamera und sich gegenseitig zugenickt. The Crossing Over Express. Das war abgedreht, würde ich jetzt mal sagen. Also das war wirklich ein abgedrehter, krasser Scheiß, wo es darum geht, mit Verstorbenen zu kommunizieren. Ja. Ja. Ach, den habe ich sogar noch gesehen. Stimmt. Hey. Ja, Mike, dann verzeih mal. Was hast du denn gesehen, während du geheadbangt hast? Nein, ich habe gesehen, dass die das alles in einem Raum abspielt und dass da aus diesem Laken auf einmal ein Geist rauskommt. Oder eine Entität. Ja, genau. Bezahlt er praktisch Geld, unser Hauptdarsteller, dass er mit seiner Mutter noch mehr reden kann. Genau, mit der Madre möchte er noch mehr reden. Mit der Madre, Puta Madre, hat er gesagt. Genau. War irgendwie... abgedreht, ja. Und ich weiß nicht so recht, was ich von ihm halten soll, vor allem mit dem Schluss dann. Weil diese Szene, wenn die miteinander reden, die war echt... Das war schon ziemlich trauriger, irgendwie, wenn du merkst, wie krass das vermisst und wie viel das ich eigentlich noch zum Sagen gehabt hätte und er hat jetzt halt nur die 2 Minuten Zeit. Und dann kommt der Schluss daher mit dem alles Gute zum Geburtstag, Partyhut oder ab ins Auto. Und ich denke mir so, hä? Vor allem, es war ja teilweise schon ein bisschen lustig und dann habe ich mir auch gedacht, okay, endet das jetzt dann nur irgendwie in einem riesigen Lacher, aber eigentlich... Ja, Eigentlich nur so dieser Dialog zwischen er und seiner Mutter waren so richtig bierernst, oder? Und der Rest drumherum war irgendwie so locker flockig. Das war irgendwie ein ganz komischer Kontrast zueinander. Auf jeden Fall. Danach gab es endlich einen deutschen Beitrag, wo wir ja nach Bankorb alle ganz, ganz, ganz gespannt waren. Was ist denn der zweite deutsche Beitrag, der in diesem Kurzfilmblock kommt? Und da waren wir uns ja alle einig. Also das war das Beste, was wir in dem ganzen Festival eigentlich gesehen haben. Der großartige und schade, dass er nicht gewonnen hat. Kurzfilm bei Bär. Er ist ja vom Dennis von den Blaubildpausen der Lieblingsfilm geworden. Was? Vom Dennis? Okay. Okay. Also er hat sogar gesagt, er findet ihn besser als alle Langfilme, die gelaufen sind. Ich glaube, er hat sogar gesagt, das ist der beste Film, den er jemals gesehen hat. Wenn nur noch einen Film in seinem Gedächtnis speichern kann, dann mehr, dass es bei Bär ist, glaube ich, hat er gesagt. Er hat gesagt, es waren die besten 11 Minuten seines Lebens. 11 Minuten? Guck mal, ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut, das waren 11 Minuten. Alter Verwalter. Dennis ist da voll ausgeflippt auf dem Film, also er hat gesagt, Also, um was geht's? Es geht um Roboter, die Tierköpfe aufhaben und in einem Hotelzimmer dancen. 11 Minuten lang. Genau, und dann ist To the Morrow gekommen. Also, ich war raus, komplett. Ich weiß nicht, habe ich auch nicht gewusst, was mir der sagen möchte. Was soll das? Optisch schaut das alles voll geil aus. War vielleicht ein cooles Musikvideo, aber ich habe ansonsten gesagt, raus bei dem. Weißt du bist in der Disco und das läuft einfach im Hintergrund. So auf einer riesigen Leinwand und die Viecher tanzen dann da und so. Denkst du, ja, okay, irgendwie cool, schau mal dabei, Oder du bist in der Disco und hast gefeiert, so 4 Lost in Las Vegas mäßig. Dann laufen die nicht im Hintergrund, sondern laufen durch Disco. Aber mehr habe ich da jetzt, nein, war nicht meins. Optisch auf alle Fälle Schweinersfett Augen, aber inhaltlich eher, ja. Also, dass du da einpennt bist, das habe ich verstanden. Das habe ich wirklich, wirklich Ich habe am Anfang und am Schluss habe ich noch gesehen, muss irgendwo zwischen den 11 Minuten muss ich mal wegknickt sein. Da ist Ryan Blatt gelaufen im Kopf. Scooter zu dem Video dazu. Ja, genau. Voll, das war ein richtig Scooter-Video. Das war aber das war doch also ein ruhiger Beat die ganze Zeit, oder? Ich weiß nicht mehr. Ich meine, das war voll gestörter Schranz, aber kann da irgendwas anderes gewesen sein. Ja, also wenn man ins Programmheft schaut, dann sieht man da in der Beschreibung ganz groß die 3 Buchstaben WTF und ja, what the fuck, also bin ich ganz bei dem Autor des Satzes, weiß ich nicht, was ich davor halten soll. Und dann, Kali hat es vorhin schon gesagt und habe versucht, die Überleitung viel früher zu machen, als ich das zugelassen habe, To the Marrow. Dreckschwein. Und auch hier haben wir eine kleine Botschaft des Regisseurs. Viel Spaß. Hi, I'm Van Pointon, and I also am really delighted to just get this in there. Movie Lucian, awesome, the best podcast ever. Just to one up my filmmaking colleague here and get it in there early. This is the best filmmaking podcast. I also happen to have made a film. It's called To the Marrow, and it's a psychological thriller, very dark, intense kind of movie.
and I hope you, if you're at Hardline, you check it out. It's tonight, and it's been at some good festivals, but I think Hardline is definitely one of the greatest festivals that I've ever been at, and it's been fantastic. And I'm really looking forward to experiencing it with the Hardline crowd later, because they're one of the best crowds I've ever experienced genre cinema with. And of course, among those, Movie Lucien, the greatest podcast in history ever. Cooler Typ auf alle Fälle, der Regisseur. Den habe ich auch noch beim Netzwerken kennengelernt. Ich sehe gerade, einer von den Schauspielern heißt Gemakani. Ja, das weiß ich auch noch im Abspann hat das nämlich, ich glaube, der Mike oder irgendjemand zu mir gesagt, Gemakani. Ich glaube, der Peter war das. Grüße gehen an Peter, kann man noch mal grüßen. Ja, stimmt. Er hat gesagt, Gemakani. Er hat gesagt, heute fotzen wir sonst heute und dann zieht es nicht, du Trottel. Ja, weil du das zu ihm sagst. Ja, nein. Der ist größer als ich, spinnst du? Ja, ich wollte gerade sagen. Jetzt erzählst du mal, um was es im To the Marrow geht, weil den habe ich komplett verpennt, leider. Komplett. Ja, wir haben eine Vollmondnacht und im Haus, also Familie, Mutter, Vater, Kind, also so eine schöne Familie nach AfD-Vorbild. Anders soll es nicht sein. Und der Bab flippt halt aus komplett und die Mutter sagt, soll sie verstecken, und der Bab macht Jagd auf sie mit dem Hammer. Es hat ein wenig so, ich hab da ein bisschen so moderne Werwolf-Vibes gehabt, weil wie gesagt, das ist Vollmond, der Bab flippt aus, er verwandelt sich zwar jetzt nicht also optisch in ein Monster, aber er wird halt zu einem Monster. Und möchte dann seine Familie da erledigen. Ob er es schafft, schaut's dann einmal selber. Aber ich fand den an sich für diese 8 Minuten schön kurz und knackig. War jetzt nichts Weltbewegendes, nichts Mordskreatives oder Außergewöhnliches. Es war einfach ein angenehmer 8 Minuten Kurzfilm. Okay. Ja, genau. Eigentlich alles gesagt. Sehr gut. Danke, gern, mach ich immer. Und danach habe ich, weil da muss ich ja auch sagen, der Mike ist neben mir gesessen und der hat wirklich die ganze Zeit halt dann mit sich selbst gekämpft, so, ja, er möchte ja eigentlich wach sein, aber es geht halt nicht, weil es ist so warm. Also hier nochmal, es war echt sehr, sehr, sehr warm. Und weil ja am Vortag der letzte Kurzfilm nicht einmal 2 Minuten dauert hat, geht man davon aus, ja okay, jetzt hauen sie nochmal so einen richtig kurzen Kurzfilm raus. Nee. Also der letzte Kurzfilm, Fishmonger, hat stolze 25 Minuten gedauert. Das war richtig gemein damit zum Ende. Hat dich auf einen Trip des Wahnsinns praktisch mitgenommen. Man kann sagen, so hätte der Leuchtturm auch ausschauen können, wenn er nackte Kanone-Vibes gehabt hätte. Ja, das Beste am Fishmonger war ja die Titeleinblendung mit dem Death Metal Sound dann. So ein Fishmonger fett da. Ja, dann eben das große Problem, was ich mit dem Film gehabt habe, 25 Minuten. Hätte ich wahrscheinlich nicht, wenn ich die zu einer anderen Zeit gekriegt hätte. Aber am Abschluss von dem Abend, du bist schon saumiert, es ist sauheiß, du schwitzt wie Nutten in der Kirche. Und ich sag nur zu Mike, jetzt kommt der letzte Film, ich hoffe, das ist so ein kurzweiliger wie gestern. Und der Mike so, ja, unbedingt. Und es waren 25 Minuten. Aber ja, an sich spaßige 25 Minuten. Fishmonger ist cool gewesen. Da kann man nichts sagen. Der ist völlig Banane, der ganze Film. Ja. Mit diesem Typen, der los muss, um bei irgendeiner Nixe einen Wunsch sich erfüllen zu lassen. Dafür muss er sich ja mal nicht pimpern, oder? Was auch sehr eklig war. Oder? Nein, es gibt dann noch sie. Ja, der andere, ja. Es Genau. war auf jeden Fall ein bisschen verwirrend. Es ist eine Liebesgeschichte, ein bisschen mit so Disney-Vibes, weil sie haben dann einmal zusammen gesungen. Und ja, er will halt nicht enden. Ich glaube, für sich alleinstehend ist der Film bombenmäßig geil. Zu dem Zeitpunkt hat man sich halt einfach nur gedacht, ach nein, wieso dauert der nochmal so lang? Na. Aber auch hier muss man wieder sagen, ist Publikumsliebling geworden. Mhm. Hat also an der Stelle sehr, sehr stark überzeugen können. Absolut, also er kann überzeugen, ja, ich hätte es mal lieber Banco oder Seed auf Platz 1 gesehen, aber ich verstehe ja, warum Fishmonger gewonnen hat, weil das wirklich, also das ist einmal so eine halbe Stunde Film, da hast du nur durchgehend Spaß, weil die Schauspieler sind alle geil drüber, die Nixe schaut widerlich aus, dann eben auch das, wie es miteinander diesen Wunsch in Erfüllung bringen sollen, dass da erst einmal sie ihr Ding ausfährt und so ekelhaft. Dann nur dieses herzzerreißende Ende dazu. Der Film hat alles.
Alles. Ich fand's auch cool, das hab ich noch gehört am Anfang, dieses Termelin, das da weg haben, das das war in die 60er Jahre Horrorfilme allerweise so gehabt hat und auch die Anfang, die Titeleinblendung mit das Bild am Anfang, das schon so ausgeschnitten, wie Papier ausgeschnitten hinter der... Wo man das Haus so auf der Küste-Ding umsteht, sagt. Genau, und dann ist dazu, da ich, wow, das ist ja wirklich wie in die, weiß ich nicht, 50er oder 60er Jahre. Voll geil, ja, mag ich auch gern. Genau. Und dann hat filmtechnisch der Samstag somit ein Ende gefunden. Manche sind dann von dannen gezogen und Richtung Hotel. Andere waren ja gar nicht mehr da, gell, Seppi? Ja, das war ich. Der Kani vollen Mutes war dann bereit, nochmal in die Kneipe zu gehen. Und ich hab mir gedacht, ja, heute ärgere ich ihn und gehe einfach mal mit. Das war echt unangebracht von dir. Du hast quasi auch genetzwerkt. Nein, er ist irgendwo bei irgendwelchen Leuten, die nichts mit Filmen zum Tun haben, gehängt. Ich bin voll am Netzwerken gewesen. Und er sage ich, Corby, die Leute haben nichts mit Filmen zum tun. Das ist scheißegal. Im Netzwerk wird ganz Regensburg, hat er gesagt. Das ist genau richtig. Und dann hat er vor der Bar geschwimmt und ist in seiner Pisse eingeschlafen. Nein, es war so, dass der Kani gesagt hat, diesmal jetzt gehen wir heim. Und dann hat der Kani gesagt, nein, du hast mir gar nichts zu sagen. Und dann ist er um 5 Uhr in der Früh im Hotel gestrandet. Das war tatsächlich so. Also an diesem Abend habe ich zum Corby gesagt, mit darf mir jetzt nicht gehen. Und der Corby hat gesagt, nein, ich bleib noch da, ich gehe überhaupt nicht heim. So habe ich Das das ist nicht ja auch gesagt. wieder ein Paralleluniversum. Also, Ja, das war echt, ich bin auch da gesagt, ich hab ihn geschüttelt und hab mich angeschaut, ob ich jetzt der Corby bin und er der Kani, keine Ahnung. Also ich habe tatsächlich noch nie so einen verdutzten Gesichtsausdruck beim Kani gesehen, wie nach der Antwort von mir, als er gefragt hat, er hat eigentlich gar nicht gefragt, du hast es befohlen, wir gehen jetzt, und dann habe ich gesagt, na, also dann sehen wir uns morgen. Und dann, Corby, na, wir gehen jetzt. Ich sag, ja, gehen wir wirklich. Genau, ja, geh halt dann. Das hat der Dennis. Traust du nicht, geh halt dann, traust du nicht. Das hat der Dennis und der Guest gekommen. Ja, hast du ihm schon gesagt, dass wir jetzt gehen? Ja, aber er kommt nicht mit. Da haben sie mich auch so echt angeschaut, als wenn ich völlig irre war. Und du gehst aber schon Kani. Ja. What the fuck? Ja, genau, what the fuck. Und dann Aber ist gut, das Paralleluniversum zusammengebrochen. Ist quasi 5 Minuten später dann auch gegangen, oder was? Ja, das war so ein Klassiker. 5 Minuten drauf, das Handy klingelt, Kani, wo bist du so? Kannst du wieder abholen? Nein, ich hab da tatsächlich leidenschaftliche Diskussionen gehabt mit der Dame, die dann da aufgelegt hat, und mit dem Dominik bezüglich Musik. Weil mir reichen ja Filme einen ganzen Tag nicht, die muss dann am Ende auch noch über Musik diskutieren. Du bist dann quasi da drin gestanden und hast geschrien, Spitze mir ein AC! Ja, genau. Sanderstruck! Ja! Der Dominik war ja auch so geil, der ist ja da irgendwann gekommen, gar nicht da bist du, das will ich den ganzen Abend, du wolltest einen Schnaps zahlen. Sag ich, nein, wollte ich nicht. Ja, willst du schon? Da sag ich, ja, kaufe ich Runden Schnaps. Dann habe ich gesagt, dann, als wir da eine Stunde drauf, habe ich gesagt, ich gehe jetzt nicht. Was, du gehst heim, du wolltest doch nur einen Schnaps zahlen. Sag ich, hab schon einen Schnaps zahlen. Nein, das ist nicht so ein Schnaps. Dann sag ich, ja, warte, ich hol, und dann bin ich abgehauen. Oh, die Geschichte kann ich ergänzen. Der Kani hat nämlich dann großkotzig gesagt, wie er ist, ja, er gibt jetzt einen Schnaps aus, hat er Martin 25 € in die Hand gedruckt. Der Martin hat mich dann gefragt, ob ich ihm helfen kann, den Schnaps zu transportieren. Dann so, ja, okay. Dann stehe ich vorne an der Bar und dann sagt er zu mir, wenn es jetzt nicht reicht, zahlst du den Rest? Ja, weil die zwei Seegurken waren ja so geil, dass die hergekommen sind und haben mir beide jeweils einer ein Händchen gehalten, wo nur 5er drin liegen ist, und hat dann geheißen, sie können keinen Runden Schnaps mehr kaufen. Dann sage ich, ja, dann ich halt, was schon als weißreicher Europäer, habe ich ihnen dann einen 20er hintergelegt und gesagt, kommt's Leute. Holt's einmal einen Schnaps, und zwar das teuerste Gesöff, das habt das teuerste, habe ich gesagt, holt's einmal. Genau, und die haben sich dann gedacht, okay, nein, ich hol mal den anderen Typen von wie viel der Movie sind auch noch. Ja, genau, die wollten uns einfach nur ausnehmen, die zwei Schweine. Das sind die Geidigen vor dem Podcast. Ja, genau, draußen sind sie geschaut und haben abgeklatscht. Geil, Alter, 40 € Jackpot. Das Coole ist, sie haben dann mich auch noch gefragt, was ich trinken möchte. Dann habe ich gesagt, ich hätte gerne einen Haselschnaps. Was war am Ende nicht auf dem Tablett? Haselnussschnaps, oder 4 Jägermeister für fremde Leute. Ja, super, ganz toll. Das war auch super. Auf einmal kommt einer von der Seite, ist das da ein Jägermeister? Und holen schon. Da. Bist du? Der Typ hat mir ja dann die ganze Zeit zugeschwallt, warum ich ja dann Richtung Bar gegangen bin, weil ich mir gedacht habe, nein. Aber er glaube ich, ist da fleißig gefolgt, oder? Er hat es dann versucht, und dann habe ich mich eben in diese Musikdiskussion gestürzt. Da hat er dann immer mithalten können. Naja. Das war ganz weird. Ist das da ein Jägermeister? Und nimmt ihn einfach. Die war, ja, okay, aber frage wenigstens vorher. Ich bin ja der Letzte, der das sagt, aber frage wenigstens vorher.
Auf jeden Fall, nachdem ich dann um 5 Uhr am Hotel war und 2 Stunden geschlafen habe ich noch mit dem Mike zusammen, ich glaube, wir haben sogar, gefrühstückt haben wir nicht, weil wir sind ja dann Richtung Kino gepilgert, aber wir haben dann noch unser letztes Recap aufgenommen. Kani war wieder mal nicht zur Stelle, weil er hat ja fleißig netzwerken müssen. Und ich heb mir auf für diese Hauptfolgen, weil ich erzähle nicht alles doppelt und dreifach. Da machen wir ja nicht. Falle. Ja, nein, eigentlich nicht. Falle. Wenn man so coole Jedes andere Jahr das Geschichten noch Gleiche. erzählt. Jedes Jahr das Gleiche. Jay, ich sage jetzt einfach gar nichts mehr, weil ich schon die ersten Recaps ausgebladert habe. Sagst du das? Der Seppi hat das Prinzip verstanden, er wird nächstes Jahr mehr Netzwerken als Recappen. Das glaube ich nicht. Ich glaube es auch nicht. Auf jeden Fall war das immer sehr cool. Vollgas. Dieser Sonntagvormittag Brunch mit allen im Biergarten vom Ostentor-Kino ist immer sehr gemütlich und herrscht ein reger Austausch. Schön was. Zünftig. Wir haben ja einen gemütlichen Tisch auch gehabt mit unseren Weird Weekender und Schifffahrtskollegen, an Stefan und an Nikolas und an Neon Zombie. Genau. Stimmt, Dessen echter Name mir gerade empfallen ist. Markus. Markus. Ja, da haben wir sehr gemütliche Runden gehabt, da war es eigentlich schon wieder so weit gewesen, dass ich sage, jetzt kehrt ein Bier her. Dann haben wir mir gedacht, nein, du musst halt noch fahren, und dann ist mir irgendwann im Laufe des Sonntags eingefallen, halt mal, du musst ja gar nicht Auto fahren. Wie hier? Ja, genau, richtig. Das war dann wieder sein Kryptonit, weil dann ist der wahre Kalle aus sich rausgebrochen. Ja, genau. Das war wieder meine Alkoholschizophrenie. Das ist ja, wenn so ein Superman in die Sonne stehst, dann saugt er also Energie auf. Ja, und dann genau. kann er, wenn du in der Bar stehst und er saugt das Bier auf, Sechs dann wie ist Bier er... tanzen, wie größer wird und ich wie stärker wird. Genau, er hat auf jeden Fall uns mehrere Stunden hingehalten mit dem Versprechen, dass er jeden Augenblick unsere Blaubeerbanausen kämmern, um mit uns dann zum Essen zu gehen, und hat uns verschwiegen, dass die aber gerade eine Folge aufnehmen und das halt durchschnittlich über 2 Stunden dauert. Und wir hätten dann im Kino auch Demigod The Legend Begins anschauen können. Ich habe das nachgeholt, höchstwahrscheinlich als einziger von der... Nee. Ach, du hast auch reingeguckt? Ich hab mir auch geschaut, ja. Und ich bereue es nicht. Na, ich auch nicht. Also ich bin mehr als positiv überrascht von dem Film. Also der Mike hat ja immer wieder gesagt, Puppenfilm, das muss ich jetzt nicht schauen. Wo bin ich denn Kasperltheater da? Das stimmt doch gar nicht. Jim Knopf und die wilde 13. Der Flo will mit Ja, seinem aber- Kasperltheater, einen so einen Kasperlfilm brauche ich alle, hat er gesagt. Und der ist ja selber so ein Kasperl. Ich schaue das, da haben mir meine Kinder auch, weil ich fand das Ja, super. genau, das hat er auch gesagt. Wenn ich Kasperltheater sehe, ich gehe mit den Kindern ins Landauer Volksfest ins Weißbierzelt, fall ich nicht ins Hardline. Der Flo mit seinem Scheißtrick, hat er gesagt. Oh, durch dein Maul. Grausam. Und das ist kein Kasperltheater, das ist nämlich Buduai-Shi. Also das ist eine sehr hohe Kunstform des chinesischen Puppentheaters. Und ich rate dir sehr stark ab, dir das mit deinen Kindern zum Schauen. Ich hab's gehört, Ich darf's dir schon raten. dass das Also es ziemlich war schon- blutig ist teilweise. Es war schon hübsch blutig und voll Intrigen. Eigentlich eine ziemlich coole Story. Und es hat Lust gemacht, die anderen Filme dann von dem Künstler zum Schauen, vom Chris Huang. Ich weiß nicht genau, wie man ausspricht. Irgendwie so. Es geht um, wie schon gesagt, ein paar Intrigen. Ein Doktor heilt den Herrscher des Landes und dieser stirbt kurz drauf und wer kriegt natürlich die ganze Schuld in die Schuhe geschoben, dieser Doktor, und er muss sie mit Martial Arts durch die Story durchkämpfen, bis hin zu den Göttern. Bis hin zu den Göttern auf dem Berg. Ziemlich geile Effekte, der Kani hat er recht, also das ist gerade, wo kommt der Film her? Aus Thailand, kann es sein? Taiwan. Taiwan, oder? Taiwan. Das ist dort tatsächlich eine hohe Kunst und bei Weitem nicht anzuschauen wie eben das Kasperltheater, sondern dient da für viele Erwachsenenfilmumsetzungen. Und das ist ja in dem Fall hier auch, es wird dann auch wirklich ergänzt um CGI. Und du hast halt da dann Kampfszenen, die ausschauen wie aus einem richtigen Film. Also das ist echt Wahnsinn, was die da eigentlich für eine Puppenkunst zaubern. Ich hab mir ja im Hardline nicht angeschaut, weil man echt dachte, das spricht mich überhaupt nicht an, habe ich gerade überhaupt keinen Bock nicht drauf, interessiert mich null. Und dann haben wir gedacht, eigentlich hätte ich es jetzt dann doch anschauen können. Zeit hätte man gehabt, weil die zwei Brausbären, die haben sich ja genüsslich Zeit lassen und uns warten lassen, bis wir endlich zum Essen gehen können. Da hätten wir uns den Film doch auf der Leinwand anschauen sollen im Nachhinein, weil er hat echt richtig gut ausgeschaut. Ich hätte die ganze Zeit sehen wollen. Na, was ist gegangen? Wir wollten die eh nicht dabei haben bei uns.
Ja, das habe ich dann auch gemerkt. Aber ja, es nichts mehr her ja nicht mehr auf euch. Da waren wirklich ein paar Effekte dabei, habe ich mich dann auch die ganze Zeit gefragt, wie haben die das gemacht? Also gerade wenn er irgendwie auf dem Boden auftritt und dann sie auch diese Fliesen so spalten, habe ich mir gedacht, okay, wie geht das? Also echt verdammt cool. War ein Making-of ziemlich cool zum Singen von dem Film. Ja. Das hat mich echt interessieren. Und es war halt, vor allem, wenn du auf Animes stehst, dann bist du bei dem Film auch gleich mal richtig mit dabei, weil er halt einfach ein bisschen so Anime-Vibes mit Puppen rüberbringt. Genau. Um wieder mal die Einschätzung Richtung Mike abzugeben. Also Mike, wirklich überhaupt nicht gefallen. Gar nicht. Okay. Null. Es ist nicht deine Art des Films. Ich glaube, storytechnisch auch überhaupt nicht deins. Du hast mir ja groß und breit die Wahrheit gesagt und ein bisschen mein Herz zerstört, indem du mir tatsächlich im nüchternen Zustand erklärt hast, dass Ninjas scheiße sind. Und ich plädiere hier an den lieben Benedikt, dass der dich in den Kommentaren zerreißt. Mit Kommentaren in Richtung, warum eigentlich gerade der deutsche Film viel mehr Ninjas braucht. Oh Gott. Jeder Film braucht viel mehr Ninjas. Ja. Ich möchte jetzt gerne, dass beim Mike auf dem Beutel aus dem Schatten ein Ninja kommt und er mal ein bisschen stitcht. Eieiei. Gut. Und dann tatsächlich der einzige Film, den ich nicht gesehen habe, We Are Still Here. Ich werde mir den aber nach wie vor reinziehen. Unbedingt. Den haben wir der Kane und ich im Hardline 2015 schon gesehen. Ja. Den ersten Langfilm vom Ted Geoghegan. Und von dem Spotlight also bester für mich. Ja, muss ich auch sagen. Das ist Oldie but Goldie. Hat ein paar so Vibes von Haus an der Friedhofsmauer, wo er selber einmal in dem Q&A eben gesagt hat, dass er da seine Inspiration hat. Hat er vergeblich nach mir gesucht. Ja, das stimmt. Ich habe da dieses Haus an der Friedhofsmauer Shirt gehabt und wir waren da ja noch beim Essen, weil wir den schon gesehen haben wir den auch auslassen. Und dann hat's geheißen, where's the guy with the House by the Cemetery shirt? Where is he? Später haben wir uns dann noch ausführlich unterhalten, vor allem auch über diese Arschlochaufkleber, die im Scheißhaus gehängt sind, die haben mich fasziniert, dass Deutschland so offen mit Arschlöchern umgeht. Also ich schaue in unsere Politik, ey. Na, aber der We Are Still Here, ich mag den auch. Der hat das ist einfach kein so Hochglanzgeisterfilm, sondern ist einfach so geil grintig ein bisschen, geil bodenständig und vor allem am Schluss eskaliert er dann auch so geil für einen Geisterfilm. Ja. Und was geht's denn da eigentlich? Geht dir nicht so? Okay. Die Annie und der Paul, die ziehen nach dem Tod von ihrem Sohn in ein neues Haus. Und es ist eben dieses Haus, nicht an der Friedhofsmauer, aber da in dieser Einöde. In dem Haus, da geht wo es übernatürlich ist. Und die Bewohner in der Siedlung da rund um das Haus, die sind auch alle so schrullig und seltsam. Haben die da eigentlich auch Senegons gemacht? Was? Haben die da auch Senegons gemacht in dem Film oder war das ohne? Eine haben es drin, Senegons, ja. Schon, gell, ja. Ja, genau. Und immer wieder entspringen sie da ein paar so Sachen und irgendjemand möchte dann irgendetwas Rache nehmen. Und die Geister in dem Haus, die sind richtig grantig. Geben dann ganz schick aus. Und wir haben da die Genre-Ikone Barbara Crampton mit dabei. Die sehe ich immer gern. Die kennt man aus Reanimator oder From Beyond. Die wertet automatisch jeden Film auf. Ja, bin ich dabei. Den Film, meine ich, gibt's mittlerweile für ein Apfel und ein Ei auf Blu-ray. Den könnt ihr euch holen, der ist cool. Den haben wir noch cool unterschreiben lassen vom Ted Geoghegan. Voll gut. Ja. Das war lustig, ja. Ja, vor allem mit einer Stunde Suche nach einem scheiß Stift, dass man auf der schwarzen Kafferkacke unterschreiben lassen kann. Mit einem roten Stift. Da haben wir einen roten gefunden, das hat hingehauen, das passt schon. Und ihr müsst wissen, wenn ihr jemals irgendwie ein Blu-ray oder irgendwas vom Ted Geoghegan unterschrieben kaufen wollt, dann ist das nur echt, wenn ein Geist mit drauf ist. Der, glaube ich, heißt Dagmar oder Dragmar, weiß jetzt nicht mehr genau, wie sein Geist heißt, weil er hat sich nämlich schon aufgeregt, dass er auf Ebay einen gesehen hat, der We Are Still Here Blu-ray verkauft mich mit seiner Unterschrift, aber da war der Geist drauf, der hat gesagt, wow, he's selling fake. Cool. Wow. Diese Arschlöcher. Wahnsinn. Ja, wir waren ja dann gleich Sockenbros, weil er hat nämlich auch so coole Socken angehört wie ich. Er hat Jason Säcke angehört, ich hab Bill Moseley Säcke angehört, also
Wir waren gleich auf einer Ebene. Wir haben Arschlöcher, geile Säcken. Also mit dem kann man nur auf einer Ebene sein, der ist Wahnsinn. Wie gesagt, du stellst dich mit dem hin, dann habe ich ihm noch gesagt, dass der Olaf Ittenbach ein neuer Film dreht, dann ist er komplett ausgeflippt. Ja. Also ein super netter Kerl, war wirklich sehr angenehm mit ihm. Ja, er wollte unbedingt nur die Geschichte hören, weil ich habe gesagt, da habe ich noch eine gute Geschichte hören von dem Typen, der ins neben das Schminkzimmer geschissen hat im Ittenbach-Dreh. Aber wir haben uns dann leider nicht mehr gesehen. Er war schon ganz heiß auf die Geschichte. Er hat gesagt, ich möchte unbedingt hören, aber dann haben wir rein müssen, weil dann das Abschlusskonzert losgegangen ist. Von der Band Zustand. Und wie war's? Zustand. Sehr kurzweilig. Also ist es wirklich so gewesen, dass du nicht auf die Uhr geschaut hast. Die haben einen sehr experimentellen, aber coolen Sound gemacht. Der Gesang war sehr verzerrt die ganze Zeit. Habe ich fast kein Wort verstanden, muss ich sagen. Habe ich fast kein Wort verstanden, richtig. Und also der Flo nennt's Post-Punk. Ich stell mir das immer so vor, die sitzen alle im Bandraum und dann sagt irgendeiner so, musikalisch sind wir ja on top, aber wer singt denn jetzt? Und keine Sau meldet sie versuchen alle, sie aus der Affäre zu ziehen, bis irgendwann einer gezwungen wird und du singst. Und er sagt, ich sing nicht, ich mach nur Geräusche. Ja gut, dann mach ich nur Geräusche. Und so ist guter Lachs entstanden. Für sowas gibt es auch heutzutage Autotune. Ich muss ja sagen, ich habe das Konzert nicht ganz gesehen, weil das habe ich letztes Jahr schon festgestellt, ich habe da drin ein Problem mit der Akustik. Ich krieg da Ohrwaschelsausen. Ja, ich brauche da ein Bier bei der Akustik, da muss ich ganz schnell aussehen, Bar. Nicht gerade eins, Alter, da haben wir sofort eine auf Exile gedruckt. Nein, ich weiß nicht. Also ich habe mit dem Konzert im Kinosaal habe ich ein Riesenproblem. Na, muss ich sagen, war dieses Mal von der Akustik her viel besser wie bei Doyle Circus. Bei Weitem nicht so laut. Du hast halt den Fehler gemacht und hast dir ja nicht zu uns hintergesessen. Wir waren in der fast vorletzten Reihe. Ja, für manche ist ein Fehler, für mich war es eigentlich ganz okay. Ja, richtig. Also wir haben das alles genossen. Wir fanden das Konzert auch bombenmäßig gut. War wirklich gut, ja. Mit den ganzen Vergleiche in Richtung Fraktus braucht. Der Mike war also mit mir on point. Ja. Ja. Also ich habe eher so Vergleiche zu die Pixies ein bisschen gehört, aber gut. Pixies weiß ich überhaupt nicht. Also, muss man sich das dann anhören, weil aus den Beschreibungen, da ergibt sich für mich kein Bild. Du kannst es nicht beschreiben. Also, der Name der Band ist Programm. Okay. Ich muss an der Stelle auch sagen, der Flo, wieder mit Punk und so, dann sagt der Flo, nein, das ist Post-Punk. Und ich so, ja. Und ich habe eigentlich keine Ahnung, was das ist. Das ist wie Neo-Western. Ungefähr so. Da ist doch in der Kinokneipe irgendein Plakat vor einem Punk-Konzert gewesen mit 4 Bands und da waren 4 verschiedene Punk-Ausrichtungen. Und ich sitze da und denke mir, oder stehe da und denke mir so, verstehe nicht, was soll das sein, verstehe ich auch nicht. Oh Gott, lasst mich in Ruhe, das ist ja fast so wie der ganzen True Metal Scheiße. Es macht alle Punk und es macht alle Metal und es holt jetzt ein Maul. Ja, also nach dieser musikalischen Abenteuerfahrt haben wir mir auf jeden Fall danach wieder mal zweisprachig den Abschluss gehabt des Hardlines, moderiert vom Flo himself und vom Adam. Und da muss man sagen, also der Adam auf der Bühne, gell, das ist schon eine Spaßkanone. Rampensau, da die sagen. Vollgas. Richtige Gagschleuder. Ja. Wo ist noch gerade, wer hernimmt? Am besten war das, wo er am Anfang gleich gesagt hat, er hat einen kleinen Sohn und der heißt Freddy. Und Freddy ist der, was hat er gesagt? Der Origin of Nightmares. Ja, genau. Ja, der Name ist Programm so ungefähr. Also ja, genau, sehr cool da. Ja. Ja, unterschreibe ich. Genau, da gab es nämlich dann die Abschlussgewinner von den Publikums. Preisverleihung nennt es. Dankeschön, Preisverleihung. Es ist schon sehr spät mittlerweile. Abschlussgewinner können wir auch sagen, ja. Weil die Abschlussgewinner der Preise. Vielleicht lässt mancher dann einen Lachlaut von sich. Ja, kann sein. Bei den Siegriechen. Bei den Siegriechen. Zweimal Publikumspreis, einmal von den Kurzfilmen und von den Langfilmen. Wir haben es schon gesagt, Stop Motion bei den Langfilmen und Fishmonger bei den Kurzfilmen hat jeweils das Publikum begeistert. Und dann kam die Jury, angeführt von der, wie heißt's? Alex, genau, von der Alex, die dann per Pseudo in 2 Minuten in den Himmel des Meleux Awards, wie heißt der? Neue Zahl. Millet d'Argent. Gesundheit in diesen Kurzfilmpreis gehoben hat. Sag's einmal, Corby, sag's einmal. Sag's nochmal. Bitte?
Nicht Blätter herreden. Sag einmal, wie der heißt. Persulo. Nicht Futzeln, Junge. Nein, wie heißt denn der, wie heißt die Competition? Alexis. Nein, wie heißt die Competition? Alex. Hardline. Wie heißt der Melili? Sag's einmal, Kim. Dennis Villeneuve. Meleu d'Argent Competition. Gut gemacht. Wow. Jetzt hat's Native. beeindruckt, ha? Native Speaker, ja. Habt's nicht gedacht, dass ich das kann. Genau. Und dieses Mal ist dann auch demjenigen, dem die meiste Ehre gebührt, endlich mal gedankt worden. Und zwar Mike himself. Was, war das peinlich? Nein, das ist nicht peinlich, das passt schon. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass du es jetzt da nur einbaust. Weil letztes Jahr haben sie ja ihren Razor Award eingeführt und da ist nicht erwähnt worden, dass jemand den Sockel gemacht hat. Aber dieses Jahr hat er es getan. Der Flo hat dem Mike persönlich gedankt für die Bereitstellung des Holzes und der Manufaktur, vermute ich jetzt mal. Für Im Programmheft steht es noch nicht drinnen, gell? Da wird auch gerade für das Design und so weiter. Wahnsinn, aber hey. Sockelerwähnung nicht. Cool. Sockelerwähnung nicht. Flo, bitte noch bessern. Ja, das nächste Mal gibt es aber saubere Tatzen, wenn er da auf Glatzen greift. Also Flo, du musst schon mal drüber nachdenken, wie steht denn der ohne Sockel? Ja? Da wird ganz nicht umfallen, wie eine halbe Sau. Ja. Und wer will sowas im Regal haben? Niemand. Nein, keiner. Ohne Sockel kein Preis. Der Preis ist Scheißpenner. Okay, also das. Ja, gut. Ja, und. Das ist ein Zitat, du Vollidiot. Ja, ich merk's. Und, Happy Gilmore. Ja. Und danach hat uns der Flo dann in den Abschlussfilm entlassen. All You Need Is Blood. Und weil der Kani von Anfang bis Ende dabei war, darf der Kani jetzt erklären, um was es in diesem Film denn ging. Nein, das war jetzt gerade eine Lüge. Der Film hat mich tatsächlich in der Mitte so verloren, dass ich gesagt habe, ich mag jetzt nicht mehr. Bei mir hat da kein Witz gezunden. Ich hab die ganze Zeit auf dieses Blutgesprenkel, das ja hektoliterweise angekündigt war, gewartet. Ich war nach der Hälfte komplett raus. Der hat mich richtig, richtig genervt. Also, nein, der war am Anfang erst recht noch gut, fand ich. Mit den ganzen ich bin dann Figuren und so. Bin ich Bier gegangen, hab mir gedacht, dann holst du nur Bier. Und dann habe ich diese Kurzfilmregisseur-Crew draußen getroffen und bin mit denen ins Gespräch. Der Stefan war auch noch dabei, genau. Und bin ich mit denen ins Gespräch gekommen und dann bin ich da bei denen beim Netzwerken hängen geblieben. Ja, schön blöd. Ja, du hast jetzt den Film quasi schlecht geredet, dass du rausbleiben kannst. Ja, genau. Ich hab gesagt, der gefällt dir nicht, der gefällt dir wirklich nicht. Ja. Er war aber schon spaßig. Ja, also man weiß auch genau, wo er seine Inspirationen ein wenig so herholt für den Film, der Regisseur. Ist sogar ein australischer Film und er hat so ein paar so Referenzen an Braindead drin zum Beispiel. Nein, ist er nicht. USA, aber er fühlt sich australisch an. Und die Schauspieler fand ich nicht schlecht, vor allem die Mia Sovari, die sehe ich eigentlich recht gern und die war so drüber, die fand ich sehr amüsant. Das war die professionelle, da aus American Pie, die professionelle Schauspielerin, die da mal gekommen ist, oder? Ja, genau. Und es hat bloß ein paar so Sachen gegeben, wie diese Szene mit den Polizisten, die hat sie ewig gezogen und wo Fake gesagt haben am Schluss, wie sie raus sind, wow, dieses Schildkrötenmonster, das hat jetzt noch mal richtig rausgerissen. Das hat mir gedacht, das hätte es überhaupt nicht braucht, das war so fehl am Platz, aber okay, was weiß ich schon. Ich habe ja nur einen weltbesten Filmpodcast. Das war ja gerade die Referenz auf Braindead. Ich hab das schon cool gefunden. Ja, aber das nervt, die Stelle nervt mit Braindead schon, mit der Mutter am Ende. Okay. Also, und warum soll jetzt der Typen, nachdem er das mit der Schildkröte macht, in der Schildkröte verwandeln? Was ist denn los? Spoilert mal den ganzen Film, ist Penner. Ja, du Arsch, jetzt einfach nur drin bleiben müssen. Ich hab draußen dann ja den, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, von den Regisseur von The Lure, The Tunnel und To Tomorrow getroffen und die, ich haben alle drei gesehen und die haben alle drei gesagt, man versammt nichts, wenn man den Film auslässt und sich nur die letzte Viertelstunde so ungefähr anschauen darf. Ja, nicht einmal das hast du gesehen. Ja, ich wollte tatsächlich da noch mehr rein, aber wir haben dann wirklich eine sehr angeregte Gespräche gehabt da draußen, weil das echt coole Typen sind. Und auf einmal geht die Tür auf und ich denke mir so, shit, ich wollte eigentlich den Schluss noch singen. Also ich fand den sympathisch, nicht perfekt, aber sympathisch. Ich fand auch, es war ein netter Abschluss. Also du hast nicht die ganze Zeit aufpassen müssen und warst irgendwie trotzdem unterhalten. Und nochmal zu dem Schildkrötenmonster. Also ich habe Braindead schon lange nicht mehr gesehen. Und wie wundert, dass du den überhaupt schon mal gesehen hast. Warum? Ja, welche Filme hast du schon gesehen? Na, Außer irgendwie Scheiß aus Dokus.
Ich hab mal früher, ja, ist egal. Ich freue mich auf Terminator 2 im Kino, dann sehe ich ihn zum ersten Mal in meinem Leben. Wow, Corby. Wo bist du aufgewachsen? Im Moos bei Mike? Der hat ihn zumindest schon mit 10 gesehen, schau. Ja, man muss aber ganz ehrlich sagen, ihr seid ja uralt. Die Aussage hat einen im Kino so entsetzt, dass er einen Herzinfarkt gekriegt Ihr hat. seid ja uralt im Gegensatz zu mir. Ich bin ja hier so ein junger Hüpfer. Jetzt hast du ihn sympathisch gemacht, Corby. Jetzt muss ich auch mal was sagen. Ja. Ich mit meinen jungen 19 Jahre und ihr, weiß ich nicht, wie alt seid ihr? 20 oder so? Das schaffst du nicht. Also, bist schon drin. geistig schon. Okay. Schaff ich nicht, okay. Ist egal, All You Need Is Blood hat mir schon viel Spaß gemacht. Ja, Hardline, würde ich mal wieder sagen. Ist ja dazu da, um verschiedene Meinungen über verschiedene Filme zu haben, hat mal wieder es geschafft, auch zu spalten. Und es hat mir sehr viel Freude gemacht, dieses Mal eine größere Viva la Movilusion Community dabei zu haben. Definitiv. Und man muss auch sagen, nicht nur die Viva la Movilusion Community wächst, sondern ja auch dieser harte Kern, der aber trotzdem immer wieder durch neue Leute erweitert wird vom Hardline. Also zumindest merke ich das war jetzt das 3. Mal, dass ich dabei war. Ja, wenn du sagst, jetzt war der Christoph da, der ist jetzt, der ist auch, glaube ich, bei uns aufs Hardline gekommen. Weißt schon, weißt nicht mehr, sag einfach, du kennst ihn. War jetzt bitter, wenn du sagen, du kennst ihn nicht mehr. Sag, Falle, der Christoph. Ja, Christoph, geiler Typ. Ja, Marcel, unser Gang mit seinem Vorderen. Stimmt. Das waren auch coole Typen. Also sind auf alle Fälle ein paar sehr nette neue Gesichter dabei gewesen. Ja, und überhaupt war das ganze Wochenende eine Biergartenparty mit Kumpels und Filme schauen. Und das Wetter war traumhaft und es war geil, du kommst außer kurze Hosen, Bier einsaufen, Burger essen, ratschen, wow. Also wir haben schon Hardlines gehabt, da hat's geregnet und dann verkriechst du irgendwo in deinem Pavillon und es ist eiskalt und du ziehst umeinander und das war wirklich Partytime angesagt. Mega cool. Vor allem, wenn es so ekelhaft draußen ist, dass du sagst, okay, bleib lieber sitzen. Ja, stimmt, dass du im Kino sitzen bleibst. Ja, genau. Okay. Und dann sagst du, da hat's noch mehr Scheidel rein, ich friere so viel. Und deswegen war es so, dass du draußen im Biergarten sitzt und sagst, ich bleib lieber draußen sitzen, bevor ich jetzt in die Bumsbude reingehe und schwitz meinen Arsch ab. Ja. In die Bumsbude. Bumsbude ist einfach ein schönes Wort. Ja, also es ist auf jeden Fall schon so, man verabschiedet sie mit einem Lächeln bei allen und denkt sich aber dann schon beim Zurückgehen, schon schade, dass es vorbei ist. Hoffentlich ist es bald Klassenfahrt Ich oder muss irgendwas ganz anderes. ehrlich sagen, dass ich habe am Montag leider keinen Urlaub eingetragen, mächtig großer Fehler. Ich bin in der Arbeit gewesen und das war so surreal. Ich habe echt eine Zeit gebraucht, bis ich wieder in die normale Welt zurückgefunden habe. Vor dem ultimativen Spaß und dann sitzt du auf einmal wieder in deiner Kiste drin und fährst in der Gegend umeinander und denkst dir, wo leck, ich mir jetzt da gar nicht Zeit, ich möchte jetzt einfach wieder zurück an den Busen des Hardline. Ja. Also meine Stimme ist ja von Tag zu Tag schlechter geworden. Und am Montag war es richtig grausam. Mit jedem, mit dem ich telefoniert habe, hat du gesagt, boah, leck, bist du krank? Ich hab gesagt, na. Ich habe ein richtig geiles Wochenende gehabt. Ja. Aber Seppi, du warst jetzt ja die letzte halbe Stunde oder Dreiviertelstunde sehr still. Und du hast ja von uns jetzt das Hardline am neuesten kennenlernen dürfen. Was ist denn dein Fazit so ein bisschen? Ja, grandios auf jeden Fall. Also ich habe ja vorher überhaupt nicht gewusst, auf was ich mich da einlasse und was da auf mich zukommt. Aber wie der Mike schon gesagt hat, das ist echt ein richtig geiles Biergartenfestel mit geile Filme, geile Leute. Hat durch und durch Spaß gemacht. Also ich hab auch lang noch drüber in Erinnerung geschwelgt. Heute noch, wie schön dass das war. Also jederzeit wieder, ich bin jetzt Stammgast. Sehr schön. Sehr gut. Schön. Das ist schön. Du warst ja vorher auf noch kein Filmfestival, oder? Nur auf dem Fantasy-Filmfestival mit euch damals und das war ja einfach Das zählt nicht. Kino gehen und Ja, das ist halt eine Massenabfertigung. Ich würde einfach sagen, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle, Flo, Magda, Dominik, alle rundum ums Hardline. Ihr habt wieder einen super Job abgeliefert. Wahnsinn. Und Ja. wir haben wir wieder dabei beim 12. Hardline und wir sehen uns bei der Klassenfahrt und cool wird's. Ich muss ich noch eine Cool Frage ist- stellen, weil wir haben Bitte. doch dieses Hardline-Programm dieses Jahr als das beste Programm aller Hardlines oft einmal prophezeit gekriegt. Das habe ich Ja. schon wieder vergessen. Ei. Was sagt ihr dazu? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, also wenn ich meine Letterboxd-Listen so anschaue, das sind verdammt gute Bewertungen dabei. Von gute Filme bis herausragend, alles dabei. Ja, bitte dabei, ist cool. War echt eine gesunde Mischung von allem.
Also unter der Prämisse des Hardlines, ja, definitiv. Also wenn jetzt nur Filme dabei gewesen wäre, wo man rausgeht und sagt, boah, geil, dann war es wahrscheinlich nicht richtig programmiert. Was sagst du selber? Du hast ja eigentlich nur einen Bruchteil gesehen. Ja, alles, das Einzige, was mir abgeht, ist die Hälfte von All You Need Is Blood. Ich weiß nicht, was du möchtest. Du hast den ganzen Film versammelt, du hast Wir Still hier noch nicht gesehen. Ja, toll. Ich hab die Nase vorn, obwohl deine größer ist. Nein, ich müsste auch, ich sag's auch so, dass ich keinen Film dabei habe, den ich richtig schlecht finde. Das war jetzt eben nur dieser All You Need Is Blood, den finde ich jetzt aber auch nicht schlecht, aber der hat mich halt einfach nicht mitnehmen können. Und ich habe da von dem auch irgendwie so, da habe ich irgendwie so von vorn bis hinten durchgehend Blätterspaßgranate erwartet und das war da halt nicht. Und jetzt war ich da erst einmal voll vor den Kopf gestoßen. Wahrscheinlich da hat mir jetzt mit dem Hintergrundwissen besser gefallen. Und Sagst aber du ansonsten den? Sagst du den? Dein Wurstfinger. Ich sag den Wurstfinger. Ja. Weißt du, was das heißt, der Finger? Ich sitze gerade mit einem Schwenkefinger da. Hast Erhobenen du Zeigefinger. diese Folge gehört, die wir mit Corby und ihm mit dem Flo aufgenommen haben? Nein, hast du nicht, weil da nämlich der Flo sagt, dass das keine Splatter-Komödie ist. Ja, aber hast du diesen Text im Heftel gelesen? Nein, lese ich grundsätzlich nicht. Ja, jetzt lass Schau mal kein kurz Trailer und zitieren. lies keine Texte. Der Titel verspricht nicht zu viel. Das Kunstblut spritzt hektoliterweise und ja, es wird gesplattert. Gorehounds dürfen sich sogar auf ein ganz besonderes Haustier freuen. Und wenn ich so etwas lies, dann mag ich nicht erst einmal 60 Minuten lang warten, bis so etwas passiert. Das ist vorgekommen. Es gibt den Splatter. Ja, natürlich kommt's vor, aber Ja. man hätte hinschreiben können, und das Blut spritzt hektoliterweise nach 60 Minuten. Hektolisa. Hektoliter, ja, das ist praktisch eine fette Lisa. Na, aber ansonsten muss ich auch sagen, war da durchgehend, weil früher hat man schon oft einmal, wie zum Beispiel, wenn man einfach mal letztes Jahr nimmt, der Outwaters, den fand ich halt wirklich beschissen. Sexy Durga damals fand ich auch überhaupt nicht meins. Ich habe immer so Dinge dabei gehabt, wo ich mir gedacht habe, ja, da ist jetzt wirklich was dabei, das finde ich richtig schlecht sogar. Passt mir überhaupt nicht, aber diesmal war kein Film dabei, den ich richtig schlecht finde, sondern ich fand's alle von gut bis sehr geil. Ja, richtig. Also, was mir letztes Jahr nur sehr stark im Gedächtnis geblieben ist, neben Outwaters, ist halt nur Soft and Quiet, wo ich nach wie vor traurig bin, dass der immer noch keinen deutschen Verleih gefunden hat. Ich wollte gerade sagen, da warten wir immer noch fleißig drauf, gell? Ja, aber ja, also wie schon gesagt, also rein von der Prämisse her, vom Hardline her, war es ein sehr gutes Programm. Wir haben ordentlich vorgelegt für die 12. Ausgabe. Die haben ordentlich vorgelegt bei diesem Programm. Bin ich gespannt. Wir sind, neben dem, dass wir unglaublich dankbar sind und uns bei allen bedanken, auch sehr gespannt, ob wir es nächstes Jahr wieder öffnen dürfen. Mittlerweile ist Wer weiß. wurscht. Macht man von mir aus. Da haben Ja, wir. auf alle machen wir es. Der Mike hat jetzt sein Lampenfieber überwunden. Der ist jetzt eine richtige Rampensau. Ich hab jetzt hat jetzt Blut richtig geleckt. Bock drauf. Ja. Das nächste Mal gehen wir zu 4. gleich auf. Da muss der Seppi nur mal allein auf, weil dann Yay. ist er schon sein zweites Festel. Dann macht es keinen Sinn mehr, dass er allein aufgeht. Also, Ja, da ist wirklich völlig umsonst. wir warten mal noch, welche Beschwerdemails das der Flo kriegt, weil die damalige ist ja per Mail gekommen, also richtig geil Deutsch. Finde ich auch richtig stark. Also und auch von dem her, ihr dürft's, wenn's ihr trotzdem so geil seid und euch das Ohrherz und euch trotzdem denkt, Alter, ihr seid so scheiße, schreibt es uns in die Kommentare. Wir freuen uns auch über Kritik. Vor allem der Kanye, der ist da sehr geschickt, sowas politisch korrekt zu beantworten. Aber ich beantworte die gar nicht. Politisch korrekt zu blockieren? Ja, genau. drunter nur kommentiert, halt's Maul, du Nazi, und dann blockiert. Und ansonsten, Genau. ihr habt es schon gehört, dieses Jahr waren einige da, die sind durch unseren Podcast draufgekommen. Ihr seid herzlich willkommen. Also es ist wie ein nicht nur großes Hardline-Familientreffen, auch wie bei der Movilusion freut sie über jeden, der sie da mit uns austauschen will und dann auch mit uns dieses großartige Filmfestival genießen kann. Die Banausen und will. kommen da wieder. Die haben schon gesagt, Dennis und Guest, sie werden wieder da sein. Sie werden wieder baunasieren. Vielleicht kommen die 2 Filmfressen auch wieder mal vorbei. Die Deep Reds, das war eigentlich auch cool, mal wenn alle auf einen Schlag da warten. Ja, Benedikt, du hast es doch vorhin gehört. Ich brauche jemanden, der mit mir über Ninjas redet. Die verstehen das alle nicht.
Und vielleicht jetzt, gerade mit den Schwenker, weil vielleicht gibt es ja noch ein paar österreichische Hörer von uns. Wir werden wahrscheinlich auch nochmal so ein Viva la Movilusion Roadtrip machen nach Österreich ins Fright Nights Festival. Vielleicht schaut da der ein oder andere noch vorbei und schmatzt uns an oder gibt uns ein Bier aus oder schmatzt uns an und gibt uns ein Bier aus oder lobt uns. Was? Wann gelangt er uns jetzt hin in dem Ding? Das ich bloß jetzt dir. Das Ja. Irgendwann auf alle Fälle. Genau. Wir präparieren einen Kani entsprechend. Gut. Ich hab da nur so alte Mano-Unterhosen an, wo man vorne reingelangen kann, wo man so von der Seite aussagen kann. Eingriff nennt man nennen das. sie das. Eingriff. War ein Eingriff? Wieso muss jetzt das der Abschluss von der Folge sein? Ich hab schon so tolle Worte am Ende gefunden, aber nein. Du hast diese ganzen 3 Stunden von den 2 Folgen nicht ein einziges tolles Wort Corby, gehabt, also bitte. du hast die Schere in der Hand, du kannst das kürzen, wie du magst. Das stimmt. Das Sherry gesagt. Das stimmt. Vielen Dank, Mike. Und in diesem Sinne, vielen Dank, Mike, Kalle und Seppi, dass ihr mit mir dieses ultimative Recap vom Hardline gemacht Gangster. habt. Yeah! Ultimativ Gangster. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr und bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von Regensburg. Höchstwahrscheinlich auch von Regensburg, zumindest bei den Galgenhörern, die das überhaupt hören. Ja, Gott. Servus und habe die Ehre. Bis dann, ciao. Ciao.